Moin, wir sind den Alex Solinger an de Chris Biersbach. Infosprofen aus dem LZ, responsabel für die technische Umsetzung vom Projekt One-to-One. Wir erklären euch an diesem Video, was dieses Projekt ist und wie die Remise für den iPad wird auflaufen. Chris, was ist eigentlich der One-to-One? Der One-to-One ist ein Projekt vom Edukationsminister, den am Jahr 2017 lanciert wurde. Hierbei geht es darum, Lyceumsschüler mit iPads zu equipieren. One-to-One bedeutet, dass jeder Schüler seinen eigenen iPad kriegt. Ziel des Projekts ist, den Schüler mit neuen Technologien in Berührung zu bringen, seine Autonomie zu fördern und es mehr einfach zu machen, für Multimedia-Inhalte und Kuren zu integrieren. Weitere Informationen zu diesem Projekt findet ihr auf www.one-to-one.lu. Am LZ gibt es das One-to-One-Projekt seit 2017, wo wir mit 2 GIG-Klassen angefangen haben. Seit dem Schuljahr 2018-19 gehen alle Quatrièmes-Klassen vom Enseignement Secondaire General mit iPads equipiert und holen sie dann auch mit bis zur Premiere. Zum Thema Kontrakt pure Informationen. Ihr werdet mich später noch einen Leasing-Kontrakt unterschreiben. Das ist ein Kontrakt zwischen ihr und dem CGIE. Das ist die Administration vom Edukationsministerium, die sich um die Gestion vom informatischen Material kümmert. Dieses Leasing kostet 50 € pro Jahr. Am Kontrakt ist hierbei auch eine Assurance enthalten, wo da gegen eine Franchise von 100 €, falls ein iPad futtig geht oder geklaut wird, zur Wahl beim CGIE in neue kriegen. Die Rechnungen kriegt ihr heimgeschickt, die muss also keine Suche mal an die Schule bringen. Und den iPad kann ihn zu allen Momenten vom Kontrakt zu einem festgelegten Tarif aufkaufen, sodass es nur dem Schüler sein ist. Die genauen Tarife und Stichdaten halt so findet ihr auf www.one-to-one.lu. Was genau kriege ich dann? Alle Schüler kriegen neben einem iPad Wi-Fi mit 32 GB Speicher, ein Haus, an die ein Klavier integriert ist, und auch ein Apple Pencil, mit dem man am Ekran kann schreiben und noch zeichnen. Wenn ich etwas habe, muss ich dann noch etwas erstellen? Den iPad ist größtenteils für die Schüler 4 konfiguriert. Die Etappen, die nach daheim zu machen sind, gehen in einem Guide beschrieben, den ihr mitkriegt. Diese Etappe muss alle Schüler machen, ehe die nächste Kehr mit seinem iPad an die Schule können. Die Etappe müssen hierbei in derselben Reihenfolge und so präzise wie möglich durchgeführt. Ein paar Wörter zum Reglement am LZ, was iPad geht. Den iPad ist Teil vom Schulmaterial vom Schüler. Dementsprechend tut alle Schüler dafür zu sorgen, dass sie mit seinem iPad seriös arbeiten kann. Den iPad muss also beispielsweise abgeladen sein und es muss genau frei Speicherplatz disponibel sein. Während der Schulstunde können die Enseignants auch Sachen auf die Schüler-iPad sperren. Den Schülern ist es auch nicht erlaubt, für Apps selber zu installieren. Diese App-Installationen gehen auf den Mund von den Enseignants gemacht, die auf der Klasse Schule halten. Sind da noch schon Apps um iPad 4 installiert? Ja, hier seht ihr ein Aperçu von den prüfenden Apps, die auf den iPad 4 installiert sind. Eine Liste von diesen Apps findet ihr auf lz.lu/iPad. Auch der Wi-Fi, den an der Schule benutzt wird, ist schon auf den iPad 4 konfiguriert. Zusammen mit eurem iPad kriegt ihr ein Managed Apple ID. Das ist ein Account, mit dem ihr sich um iPad einloggen muss. Das ist obligatorisch, das zu benutzen, sogar wenn der Schüler ein Privat-Apple ID hat. Um Zettel von der Managed Apple ID steht ein provisorisches Passwort. Es ist wichtig, dass die Schüler hier Passwörter ändern, nachdem sie sich die erste Kehr mit dieser Apple ID angeloggt haben. Jo, was ist denn, wenn ich schon ein iPad habe? Die Schüler, die schon am Jahr 4 den iPad kriegen, können diesen natürlich weiter benutzen. Das gilt auch für Schüler, die aus anderen Gebäuden kommen. Die muss also keinen neuen Kontrakt unterschreiben und die kriegt auch keinen neuen iPad. Wem muss ich mich melden, wenn ich irgendein Problem habe mit meinem iPad? Wenn ein iPad futtig gehen, verloren gehen oder geklaut gehen, so muss ihr das direkt beim CGIE zur Wahl vermelden, das ist EduPol. Für kleine technische Probleme könnt ihr als Büro 145 kommen oder alternativ eine E-Mail und ipad@lz.lu schicken. Ihr findet auch weitere Informationen, wie zum Beispiel dieses Video, auf ipad.lz.lu. Wir sagen vielen Dank für die Nachricht von dieser kleinen Präsentation.